Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu Ich beantworte eure Kommentare in Videoform. Ja, Leute, diesmal zum Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig, 2:1 gewonnen. Von daher sind es nicht ganz so viele Kommentare. Bevor wir reingehen, natürlich der Hinweis, wie immer in eigener Sache, einfach mal runterscrollen. Unter dem Video findet ihr einen Abonnieren-Button. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, einfach mal klicken, ist kostenlos, unterstützt den Kanal. Vielen lieben Dank. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Bums. Bin sehr gespannt. Sollte ja ein bisschen positiver sein, denke ich. Auch wenn ich schon im Discord mitbekommen habe, dass wohl einige das nicht so positiv gesehen haben, wie ich das Spiel, aber gut. Ich bin gespannt. Provo. Leon Goretzka ist maximal überbewertet und austauschbar. Das hat man auch in diesem Spiel gesehen. Leon kriegt es nicht hin, den Ball unter Druck anzunehmen, geschweige denn, den Ball unter Druck an den Mann zu bringen. Aber gut, das kann ja unser ganzes zentrales Mittelfeld nicht. Das kann der Kimmich genauso wenig. Alex ist mit seinen 18 Jahren technisch um Längen besser als Leon. Wenn Leon den Ball bekommt, kacke ich mir jedes Mal fast in die Hose. Das ist aber schon ganz schön eklig, ne? Aber ich stimme natürlich 100% zu. Also ein Pavlovic ist da auf jeden Fall einen Schritt weiter, wie es ein Kimmich und Goretzka sind. Woke. Die Anweisungen Goretzkas richteten sich an Kimmich, der sich ständig im defensiven Mittelfeld aufhielt. Kimmich hielt sich 3-mal im defensiven Mittelfeld auf. Ja. Einmal war es sogar ziemlich lange, da gebe ich dir recht, so 1,5 Minuten oder so, bis er dann gerafft hat, ach, hier gehöre ich ja gar nicht hin. Weil Pavlovic sich nicht traute, ihn auf die Rolle des rechten Verteidigers zu verweisen. Aber das war so ziemlich das Einzige, was mir an Goretzka gefallen hat. Habe ich gar nicht wahrgenommen, dass Goretzka den Kimmich da angepfiffen hat. Aber natürlich dann völlig zu Recht. Aber Goretzka war auf jeden Fall, oder generell ohne Kimmich im zentralen Mittelfeld, versucht er schon mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Humbert, IV mit Dyer und De Ligt, vor allem in Halbzeit 1 sehr souverän. Pavlovic sehr, sehr ansprechend. Die Beidfüßigkeit exzellent, erinnert mich an Busquets, der Junge. Müller, tja. Goretzka für mich im Allgemeinen das größte Rätsel im deutschen Fußball bezüglich dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Allein die Anzahl der Ballkontakte für einen zentralen Mittelfeldspieler spricht regelmäßig Bände. Absolut nicht mehr das Niveau für einen Stammspieler des FC Bayern München bei aller Liebe. Wann hat Sané eigentlich nochmal offensiv die letzte richtige Entscheidung getroffen? In der Hinrunde irgendwann. Ach ja, und der RV sollte nicht unbedingt Ecken von links schlagen. Just saying. Ja, aber gut, das ist ja egal, wo der Kimmich spielt. Ne? Der schlägt die Ecken immer. Wenn der Torwart wäre, würde er die Ecken schlagen. Also. Zu Leon gehe ich mit. Ich denke aber fairerweise muss man auch sagen, dass die Rolle, die ein Leon ausfüllt, bei uns aktuell eigentlich gar nicht benötigt wird. Ja, muss man mal fairerweise sagen. Vielleicht hätte Leon sich mal ein bisschen umorientieren sollen und sagen sollen, komm, ich mache hier mal den klaren defensiven Sechser und werde der Stratege von der defensiven 6. Das hätte ich ihm auf jeden Fall zugetraut. Ich weiß nicht, ob Tuchel das nicht wollte oder ob er das nicht wollte, aber das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich denke, dieses Box-to-Box-Gedöns, ja, ist im heutigen Fußball eh schon schwer, denke ich, diese Position. Und wenn du dann bei einer Mannschaft bist, die eigentlich auf Ballbesitz aus ist und nicht auf schnelles Umschalten und hinten drin stehen und so weiter, dann ja, ist diese Position halt eigentlich nicht gegeben. Ja. Ist halt leider so. What's up? Die Abwehr mit Dyer und De Ligt hat mir sehr gefallen. Bayern sollte den Dyer verpflichten, finde ich. Ja, er ist schon älter, aber man sieht doch, wie gut er uns hinten tut. Übernimmt Verantwortung und Führung hinten dazu, seine Erfahrung und Einstellung, das passt zum FCB. Ja, gehe ich natürlich mit. Er ist 30, also da ist er jetzt auch noch nicht Hopfen und Malz verloren. Natürlich jetzt nichts für die langfristige Zukunft, aber wenn er 2 Jährchen macht, ist doch alles gut. Ja. Und wenn er da vielleicht die Licht noch ein bisschen mitgibt, oder vielleicht sogar so ein Opa ein bisschen mehr Stabilität, oder wer weiß, wenn wir noch einen jungen Innenverteidiger, Buchmann ist ja dauerverletzt, in der nächsten Saison dabei haben, der sich vielleicht auch noch ein bisschen was vom Eric Dyer mitnimmt. Ich denke, wäre ein Transfer ohne Kopfschmerzen auf jeden Fall. Und ja, Dyer und De Ligt war bisher das sicherste Innenverteidiger-Duo in den letzten Wochen. Omid,
Hashimi. Freue mich, dass Leimer zurück ist. Ich mich auch. Man merkt bei ihm, dass er gleich mit 100% im Spiel ist. Allein der Kampfgeist begeistert schon. Sollte öfter auf der 8 spielen und Kimmich am besten weit weg vom Mittelfeld. Ja, aber da sind wir uns ja alle einig. Also für mich ist Leimer auch ein klarer Achter. Ja. Ja, kommt dann je nach Gegner drauf an, ja, ob Leimer die richtige Waffe ist, nenne ich es mal. Oder ob du eher einen spielerischen Achter mehr haben willst. Das muss man natürlich von Fall zu Fall schauen. Aber für mich allein, wie du sagst, durch den Kampfgeist, durch das Pressing, der unbedingte Willen, den Ball zu erobern und so weiter. Und für einen Sechser, ja, er kann natürlich auch einen Sechser spielen, aber ein wirklich defensiver Sechser ist er jetzt auch nicht. Ja. Dafür ist er halt auch ein bisschen zu aggressiv, finde ich. Ja. Dann will er unbedingt raus und den Ball erobern und das ist seine riesengroße Stärke und deswegen für mich ein klarer Achter. Schiff, super reflektierte Meinung über das Spiel, klare Leistungssteigerung im Gegensatz zu den vorherigen Spielen. Ja, Harry ist diese Saison die Lebensversicherung für den FC Bayern. Auch das stimmt. Vorsicker, nein, in dem Punkt stimme ich dir nicht zu. Tuchel hat auch die letzten Wochen an der Seitenlinie gestanden und auf Feld eingebrüllt. Nur wenn die Spieler es nicht hören wollen, kann Tuchel auch nichts machen. Ja, er ist oft in seiner Jacke versunken, aber dass er gar nichts gemacht hat, stimmt ja nicht, lieber Kai. Kim war endlich mal draußen, wurde auch mal Zeit. Wechsel waren gut, fand ich. Er hat auch mal früher gewechselt, nur Musiala hätte ich in der Halbzeit schon ausgewechselt. Ich fand ihn wie die letzten Wochen auch schon ziemlich grottig. Wieder in 5 Spieler reingerannt, wo mir der Kragen platzt. Ansonsten solides Spiel von uns, Kane sei Dank. Mal schauen, wie die nächsten Wochen leistungstechnisch ausschauen. PS, die 5. Gelbe von De Ligt war niemals eine gelbe Karte, was der Schiri wieder gepfiffen hat, bodenlos. Ja, habe ich ja gesagt, der Schiri war schon wild. Natürlich saßen Tuchel nicht 90 Minuten in den Spielen versunken auf der Trainerbank in seiner Jacke. Ja. Aber das, was man, und wenn es nur 30 Minuten pro Spiel wären, ja, was mein Empfinden nach auf jeden Fall mehr war, das ist ein Zeichen an die Mannschaft, was du nicht bringen kannst. Also ist für mich unbegreiflich. Wie kann ich mich denn als Trainer bis hierhin zugezogen auf die Bank hocken? Ja, soll ich den Trainer dann ernst nehmen, wenn er dann sich mal bemüht, wenn er dann mal hinkommt und an die Trainerlinie sich stellt und dann mal irgendwas reinpfeift? Da würde ich mir auch denken, Alter, leck doch meinen Arsch. Sag ich euch, wie es ist. Also, Trainer hat 90 Minuten on fire zu sein für mich. So. Man muss da nicht rumhampeln, à la Kloppo, man kann das auch machen wie ein Ottmar. Aber ein Ottmar saß auch nie bis hierhin vermummt auf der Bank. Und man hatte den Eindruck, so, mich interessiert eh nicht, was auf dem Spielfeld passiert. So, und den Eindruck hat man beim Tuchel leider komplett gehabt. Zumindest hatte ich den. Ja. Vogue nochmal. Musiala wurde von Leipzig gedoppelt, teilweise getrippelt, aber die Mannschaft konnte sich dadurch keinen Vorteil erspielen. Wieso auch immer. Platz war ja dadurch da, aber Sané ist einfach nicht derselbe wie in der Hinrunde. Nee, Sané ist leider ein Totalausfall offensiv. Das muss man so knallhart sagen. Ja, ob es jetzt damit zu tun hat, dass er mit Schmerzen spielt und so weiter, sei mal dahingestellt. Wenn, ist es aber in der Verantwortung des Trainers, ihn halt nicht aufzustellen. Marco Günther, Sané war wieder unterirdisch, hat gefühlt jeden Angriff zunichte gemacht. Ja, nicht nur gefühlt, hat er wirklich. Also wenn der Ball im Angriff zum Sané kam, war es vorbei. Hätte man zur Halbzeit schon gegen Tell wechseln müssen. Kurz vor dem 2:1 konnte man denken, dass beide Teams mit einem Unentschieden letztlich zufrieden sind. Ja gut, aber es war ja auch ein Spiel auf Augenhöhe. Ne? Das muss man schon klar sagen. Also wäre völlig gerecht gewesen, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht. The Mr. Crucifixer nahmt erst einmal und nach minütlichen Neuladen kam dann endlich dein Video. Das erste Like war meines. Nach 31 Sekunden hochladen. Wow! So, genug geschleimt, nun zum Spiel. Da trinke ich erst einen Schluck. Fürs erste Like. Als die Aufstellung herauskam, war ich schon wieder am Fluchen, da ein Tell wieder einmal fehlte. Liebe und Thomas haben ja dann auch offensiv zum wiederholten Male gezeigt, dass ein Tell Stammspieler sein muss. Ja, fühle ich zu 100% diesen Satz. Bei mir als Sofa-Experte würde ein Tell auf links spielen und Musiala in der Zentrale. Kane brauchen wir, denke ich, nicht diskutieren. Rechts sollen sich Müller und Sané streiten. Falls man nicht eventuell sogar den Brian Zaragoza und Tell auf dem Feld rotieren lässt. Beide sind ja Left-Winger, aber ein Robben kam ja auch über rechts mit seinem linken Fuß. Und der Rest ist ja bekannt. Unsere Innenverteidigung kann eigentlich nur, nein, muss De Ligt und Dyer heißen. Die beiden haben sich anscheinend gefunden und lieben gelernt. Nein, im Ernst, die beiden machen ihre Aufgaben zusammen richtig gut.
Ja, haben sie schon in den Spielen davor übrigens. Es herrscht Kommunikation da hinten und mit jedem Spiel sollte die Abstimmung besser werden. So schade und De Ligt wusste es sofort, dass er in Freiburg fehlen wird. Ja, ist wirklich schade. Kimmich kann den Rest der Saison RV machen, aber auch heute wieder gesehen, dass er gerne in sein altes Muster verfällt und überall sein möchte. Nichtsdestotrotz eine solide Leistung. Ja, ich bin sehr gespannt, ob Kimmich wirklich Spiele unter Tuchel noch machen wird, sobald ein rechter Verteidiger wieder fit ist. Ich bin sehr gespannt. Ich kann es mir kaum vorstellen, wenn man sich die Leistung vom Josh anguckt. Ich glaube, der Josh ist einfach gerade aktuell zu verkrampft. Ja. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Weil wenn es wirklich nach Leistung geht, kommt man um Pavlovic nicht drum herum. Ja, und ich denke, Leimer ist der Partner der Wahl dann neben Pavlovic. Aber auch nur meine Meinung. Pavlovic, und ich bete zu Gott, dass er die Zeit bekommt, bei uns zu reifen. Kann eines der zukünftigen Gesichter des FCB werden. Gebt dem Jungen endlich die Spielzeit und ich bin mir zu 100% sicher, er wird es dir zurückzahlen. Ja, er hat auf jeden Fall die Fähigkeiten dazu, haben wir ja schon gesehen. Ja. Natürlich wird er Zeit brauchen, auch wenn er bisher immer überzeugt hat, er wird auch irgendwann in ein Loch fallen, ganz normal in dem jungen Alter und so weiter und so fort. Er braucht dann halt einfach einen erfahrenen Mann an seiner Seite, der ihn da unterstützt. Dein Take zu Conny und Josh habe ich gefeiert. Mein Take für heute, es scheint, als ob die Mannschaft und Tuchel sich arrangiert haben und man das Bestmögliche erreichen möchte. Was wirklich ist und war, wissen wir eh nicht. Hoffen wir, dass dieses Erfolgserlebnis ein paar Knoten hat platzen lassen und ein wenig Auftrieb verschafft. Alles kann, nichts muss. In diesem Sinne, euch allen wie immer ein schönes Restwochenende. GB, Dyer hat das 2:1 vorbereitet mit seinem Diagonalball auf Schukwu. Aus meiner Sicht eine 2 verdient. Thorsten Vogels, Dankeschön für das super tolle Video. Hast dir total Mühe gegeben. Danke nochmal. Ja, sehr gerne. Martin Meyer, okay, mein Tipp 4:1 ging nicht ganz auf. Aber ich habe heute ein Bayern gesehen, das mal wieder Spaß machte. Zum einen, da in den letzten Videos habe ich kommentiert, wenn Tuchel morgen an der Seitenlinie tanzt und coacht, dann pisse ich mir in die Hosen vor Lachen. Freunde der Nacht, ich habe ja wirklich fast den Slip-Anlage gebohrt, als er auf dem Alukoffer mit Einschusslöchern an der Außenlinie hockte. Ich habe heute in der Momentaufnahme gesehen, ja, da ist ein Ruck im Team und vielleicht auch noch beim Trainer. Ja, ich denke auch, der Trainer ist gekitzelt. Ich denke, der Trainer will zeigen, dass es ein Fehler war, dass man ihn wegschickt. Könnte ich mir vorstellen, die kommenden Wochen werden zeigen, ja. Aber ja, ich denke, in diesem Spiel war es auffällig, dass ein Tuchel auf jeden Fall mehr gecoacht hat, wie er es sonst getan hat. Aaron, tolle, tiefgehende Analysen. Macht Spaß, jemanden zu sehen, der sich mehr mit der Materie auseinandersetzt als so mancher Fernsehexperte. Für mich war es ein glücklicher Sieg, der für die Moral aber sehr wichtig sein kann. Viele Spieler haben sich gut reingehängt, das Coaching war leider nicht ganz so befreit, wie erhofft. Die Dreierkette habe ich nicht verstanden, genauso wie die Entscheidung, Sané 60 Minuten draufzulassen, statt mit Tay schon früher ein bisschen mehr Spielfreude einzuwechseln. Ja, das sind auch die beiden Sachen, die man kritisieren kann, denke ich. Am Tuchel. Also die Dreierkette habe ich auch nicht verstanden, also. Aber er hat es ja erklärt, ne? Er hat es ja erklärt, er wollte dann vorne, also hinten ein mehr haben, um die Leipziger da besser in den Griff zu kriegen. Was ja dann am Ende auch funktioniert hat. War natürlich auf Kosten unseres Offensivspiels, das muss man fairerweise sagen. Ja, aber wenn du 2:1 führst, ist das vielleicht auch legitim, ne? Die Bewertung von Kimmich sehe ich echt nicht. Das war schon eine 3. Im Laufe der Spielzeit wurde defensiv immer stärker gegen Openda. Da zeigt sich wieder, dass Kimmich zwingend RV bei Bayern und bei der Nationalmannschaft spielen muss. Ja, die Ansicht kannst du ja auch haben, ist ja völlig fein. Für eine 3, nochmal war er mir zu oft im defensiven Mittelfeld unterwegs, wo er nicht hingehört. Aber, wie gesagt, das ist ja völlig fein. Wenn wir uns alle immer einig wären, wäre es ja langweilig. Peter Petersen. Pavlovic hat mir heute auch sehr gut gefallen. Musi und Sané waren heute erneut nicht doll. Was man Sané zugutehalten muss, ist, dass er auch die langen Wege nach hinten gegangen ist. Nach vorne ging nicht viel, bei beiden nicht. Kimmich endlich als RV. Ja. Ich und mein Holz. Holz. De Ligt und Dyer harmonieren deutlich besser als Upa und Minjay. Die zwei sollte man sich einspielen lassen. Denke, dadurch könnte es defensiv stabiler werden. Beide coachen die Defensive und kommunizieren viel auch in Richtung Mittelfeld mit Pablo gefällt mir. Ja, ich denke, das hat man ja schon gegen Leipzig gesehen. Ich denke, Leipzig hat ja eine gewisse Offensivqualität und für die Qualität, die sie haben, fand ich auch, dass es in der Innenverteidigung auf jeden Fall besser war wie die letzten Spiele. Ja. Ein bisschen schade, dass der Ligt halt gesperrt ist gegen Freiburg. Ja, hoffen wir, aber ich glaube auch, Dyer ist halt auch der Typ, egal ob dann jetzt da ein Minjay oder ein Upa stehen wird,
sofern Dyer auf dem Feld bleibt, das wissen wir ja alle nicht, der denjenigen an die Hand nimmt. Ne? Das sieht man ja, dass er führen will, dass er da auch gar keine Scheu hat. Und das denke, das wird auch so ein Opa oder ein Minjay gut tun. Weil das Problem, wenn Opa und Minjay auf dem Platz stehen, ist für mich, dass keiner kommuniziert. So, das sind beide Spieler, die das nicht machen. Ja? Und wenn die einen an der Seite haben, ob es ein Dyer ist, ob es ein De Ligt ist, der die Verantwortung übernimmt, der dirigiert, ja, wird die auch stärker machen. Aber vielleicht sehen wir das ja in Freiburg. Bin mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass wir wieder die alte Combo Minjay Opa sehen werden. Ich, Johann Holz, bin neu auf dem Kanal und möchte dir ein fettes Kompliment dalassen für deine angenehme Art, die Videos vorzutragen. Daumen hoch. Ja, vielen lieben Dank. Laisito und natürlich herzlich willkommen. Ich habe das Gefühl, dass diese Entlassung sehr viel Druck von Tuchel genommen hat. Ja, das Gefühl habe ich auch gehabt. Man sieht in den Interviews, dass er deutlich lockerer ist und das hat sich wohl auch auf die Spieler übertragen. Tricks haben gut funktioniert, Sané hat Simmons auch mal zu Boden fallen lassen. Wenn auch dann zum anderen Leipziger gepasst. Musiala kam auch oft durch, es kam sehr viel Lockerheit rein. Fühlte sich mehr an, als würden wir mit 20 Punkten Vorsprung oben stehen und alle Spiele 2:0 gewinnen, als dass wir die letzten 3 Spiele alle verloren haben. Dass Tuchel Pavlo runtergenommen hat, liegt vermutlich an der gelben Karte, deshalb konnte ich das auch nachvollziehen. Da möchte man einfach kein Risiko eingehen, bei dem immer noch sein Kader. Ah, weiß ich nicht. Also ich fühle das in der heutigen Zeit nicht mehr wirklich. Also früher war das ein bisschen anders, der Fußball. Da, wenn du eine gelbe Karte hast, dann war echt so Vorsicht angesagt, dann hat man oft gewechselt halt. Bei der heutigen Zeit. Aber ja, ist natürlich ein Argument. Schule ist nur die Frage, ob er das jetzt hinten so lässt oder ob bald wieder Opa und Minjay spielen. Mir persönlich macht Opa zu viele Böcke. Werden wir sehen, gegen Freiburg kann das so nicht lassen. Ne? Heute war Tuchel das erste Mal in 11 Monaten Trainer des FC Bayern und nicht bloß Beobachter. Ein knapper Sieg gegen einen Verfolger in der Liga geht vollkommen in Ordnung. Schade, dass er erst entlassen werden musste, damit der Knoten platzt. Ja, habe ich ähnlich erfunden. Habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, ne? Drivel, ich habe keine Ahnung. Ich kann mit diesen Namen, mit diesen Zahlen in den Namen nicht umgehen, Leute. Charlie, toller Kanal, bin mal gespannt, wie lange Kimmich rechts hinten spielt. Ich finde, dass er bei Spielen auf höchstem Niveau gegen die schnelle Flügelspieler einfach zu langsam ist. Gegen Lazio und Leipzig geht's vielleicht noch gut, aber gegen stärkere Teams könnte es eher zum Problem werden. Ja, aber Leipzig hat doch auch schnelle Spieler. Also. Natürlich ist Kimmich nicht der Schnellste, muss ein Außenverteidiger immer unbedingt der Schnellste sein, aber von so Davis, ich glaube nicht. Ja. Und dass Geschwindigkeit alleine auch kein Allheilmittel ist, haben wir bei Fonzie Davies auch mehr als deutlich gesehen, oder? Klar hat Fonzie durch seine Schnelligkeit ein oder anderen Ding rausgerissen, was ein anderer Verteidiger nicht rausgerissen hätte. Aber was er sonst teilweise an Defensivleistungen gebracht hat, war halt auch ein Witz. So, weiter geht's. Dr. 7030. Langsam könnte das negative Geplaudere ein klein wenig umschlagen. Außerdem eine Frechheit, dass es auf einmal aus magischen Gründen teilweise funktioniert hat. Wenn du mich jetzt meinst mit dem negativen Geplapper, I don't know, Alter, dann geh von dem Kanal hier weg. GB, endlich hat Kane mal wieder gezündet. Ja. Peter Lündemann, 1996. Monka, ich würde mal sagen, der Schüler war stets bemüht. Es war schon einiges besser als in den letzten Spielen. Auch wenn natürlich nicht alles perfekt und fehlerfrei war, aber es war durchaus ein Spiel, wo man viel Positives mitnehmen kann und darauf aufbauen sollte. Es war endlich wieder ein Spiel, wo es Spaß gemacht hat zuzuschauen. Ja, ging mir auch so. Und vor allem hat mir persönlich gefallen, dass man auch nach dem 1:1 Ausgleich weiterhin bis zum Schluss an den Sieg geglaubt und alles dafür getan hat. Ja. In den letzten 3 Spielen ist man nach Gegentoren immer eingebrochen. Zumindest kam das für mich so rüber. Das hat definitiv mal was von einer Reaktion. Ich hoffe, wir tanken jetzt ein bisschen Selbstvertrauen. Das werden wir nicht nur im Rückspiel gegen Lazio brauchen, sondern schon am Freitag. Freitagabend Flutlicht auswärts in Freiburg klingt eigentlich geil, wird aber, glaube ich, ein ganz ekelhaftes Spiel für uns. Für Tuchel, auf einer Seite freut es mich für ihn, dass er jetzt lockerer drauf ist. Ich glaube, da ist jetzt auch ganz schön Ballast abgefallen. Aber ist ja auch kein Wunder. Wenn du quasi von Sekunde 1 an nur kritisiert wirst und medial zerstört wirst, auch wenn vieles auch sicherlich berechtigt war und ist. Ja, von Sekunde 1 stimmt ja so nicht. Ja. Also ich denke, letzte Saison, ja, nach so ein paar Wochen hat man dann schon mal kritisiert, warum die gleichen
Nasen wieder auf dem Feld stehen, aber da ist er dann auch selber schuld dran. Auf der anderen Seite, warum erst jetzt? Dass du bei Bayern München mit diesem Kader mit Defensivfußball nicht viel Freunde gewinnst, kann man sich doch denken. Der Kader ist klar auf Offensivfußball ausgelegt. Was mich tierisch ankotzt, ist die Rumspielerei vom eigenen Strafraum. Ich mag da nicht hinsehen. Nun gut, hoffen wir, dass wir die positiven Dinge jetzt mitnehmen und weiter Selbstvertrauen tanken. Dann bin ich mir sicher, dass wir auch bessere Spiele sehen werden. Naja, fairerweise muss man ja sagen, das Rumspielen am eigenen 16er haben wir ja schon immer gemacht. Und eigentlich in der Regel klappt das ja auch ganz gut. Gerhard Berger, bei allem war es besser, was aber nicht so schwer war, besser zu sein als in den letzten 3 Spielen. Das stimmt. Basta Doggy, ihr habt das Gefühl, dass Tuchel Chancen in der Champions League sieht und minimal bei der Meisterschaft. Er will es allen nochmal zeigen und dann auch noch eventuell ein Umentschied bezüglich der Personale seit der Vereinsführung. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Tuchel ist schon mit seinen Gedanken nicht konkret beim anderen Verein, aber ich glaube, er ist froh, dass er den FC Bayern dann so verlassen kann, wie er ihn verlassen kann. Ja. Weil dafür hat man zu wenig auf die Wünsche von Tuchel transfertechnisch reagiert. Stefan, danke mal wieder für das Video. Bin gespannt, ob du recht hast, dass Kimmich nicht wieder auf der 6 rumlungert, wenn ein Rechtsverteidiger fit ist. Allgemein wird es spannend, ob sich jetzt was ändert, wenn mehr Spieler fit sind, sofern das unter diesem Trainer überhaupt möglich ist. Dass die Verletzten weniger werden. Ich bezweifle das ja. Wo ich überhaupt nicht mitgehe, ist beim Thema Saragossa. Ich sehe einfach keinen Grund, wieso er nicht gerade jetzt in jedem Spiel 5 bis 10 Minuten bekommt. Das ist absolut wichtig für den Spieler. Und bei der aktuellen Konkurrenz wäre das nicht mal ein Risiko. Das ist richtig. Bei der aktuellen Konkurrenz kann sie ihnen auch eine halbe Stunde geben oder mehr. Also. User, endlich mal etwas Zusammenhalt in der Mannschaft und wichtig ein Sieg, das bringt neue positive Energie und Mut für die nächsten Spiele. Ich hoffe, die Medien sehen das genauso, ein Anfang. Ja, aber ist doch am Ende Wurst, wie die Medien das sehen, oder? Oder wie wir das hier sehen. Wichtig ist, wie die Mannschaft und der Trainer das sehen. Casa, Servus und Glück auf. Konnte das Spiel nur via Webradio verfolgen, was ich zwar recht gerne mache, weil es immer schön aufregend ist, aber wirklich eine Meinung über das Spiel kann man sich so natürlich nicht machen. Von daher darf ich mich wieder auf dein Urteil verlassen. Bei der Aufstellung war ich nur bezüglich Dyer in der IV etwas überrascht, aber Minjay tut die Pause definitiv gut. Kimmich als RV war alternativlos und das Duo Goretzka-Pavlovic im defensiven Mittelfeld war damit logisch. Die beiden haben sich wohl auch sehr gut zusammen präsentiert. Ich denke, sobald Nus oder Sascha wieder fit ist, dürfte das für Kimmich gewesen sein, weil Pavlovic und Goretzka zusammen ganz gut funktioniert haben. So wie irgendwie jeder neben Pavlovic funktioniert. Ich denke eher, dass es auf Pavlovic und Leimer hinauslaufen wird. Vorne hätte ich mir da natürlich Tell von Beginn an gewünscht und Musiala in der Mitte. Ich denke, beide werden den Tag feiern, an dem Tuchel seinen Hut nimmt. Das 2:1 in der letzten Minute war natürlich geil für die Moral und die Stimmung im Team. Sehr schade, dass De Ligt in Freiburg wegen dieser 5. gelben Karte gesperrt sein wird. Was denkst du, wird Tuchel in Freiburg Kimmich oder Leimer als RV auflaufen lassen? Ich denke, er wird bei Kimmich als RV bleiben. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Ansonsten hätte er wahrscheinlich, wo er Leimer eingewechselt hat, schon wieder umgestellt. Dann hätte Leimer wieder als rechten Verteidiger gestellt und Kimmich wieder in die Mitte gezogen. Von daher glaube ich, Kimmich wird RV bleiben. Dessen Aussage auf der PK habe ich noch nicht ganz verdaut. Er hätte zu viel auf mögliche Langzeitauswirkungen achten müssen, weil ich ihn gänzlich anders eingeschätzt hätte. Ja, ging mir genauso. Ich habe Tuchel immer als harten Hund gesehen, der von Grund auf darauf scheißt, ob es jemandem gegen den Strich gehen würde, wenn er auf der Bank sitzt. Was mich allerdings schon wieder massiv geärgert hat, war Tuchels Interview nach dem RB-Spiel mit Sky Sports UK, wo er gut gelaunt davon sprach, dass sein Verhältnis zu den Spielern nicht schlecht war. Und es jetzt auch nicht sein wird. Und dass sich einige sicher ärgern werden, wenn er geht. Zum Beispiel Pavlovic, weil er ihn ja ständig hat spielen lassen. Ja, den Take hatte ich auch gelesen, den fand ich auch wild. Und er hat wiederholt, dass er jetzt freier entscheiden können wird, weil es ihm ja egal sein kann, wenn ein Spieler sauer ist. Weil das nächste Saison nicht mehr sein Problem sein wird. Ja. Keine Ahnung, was ich von der ganzen Sache noch halten soll. Das geht mir alles nicht mehr in den Schädel. Der Typ scheint so ein massiv großes Ego zu haben, dass mir der Kopf platzen könnte, wenn ich ihm nur zuhöre. Wie lustig er das alles findet. Das ist für meinen Geschmack alles so unseriös, da frage ich mich ernsthaft, ob es nicht der nächste große Fehler der Vereinsführung ist, Tuchel nicht direkt zu beurlauben. Naja, wenn er dafür jetzt endlich mal eine Leistung aufstellt, dann ist es kein Fehler, denke ich. Aber das werden natürlich die kommenden Wochen zeigen.
User, Kane wieder mal die Rettung. Wie du schon gegen Bochum sagtest, die Leistung wird durch die Tore von Harry Kane verfälscht. Fand Leipzig heute relativ schwach für das, was sie normalerweise gegen Bayern zeigen. Sané und Musiala gerade katastrophal. Kimmich auf rechts, naja. Dyer und der Ligt momentan das beste Duo in der Innenverteidigung meiner Meinung nach. Ja, sehe ich genauso. Servus Kai, bedenkt man, was mit und unter Tuchel alles passiert ist, war dies ein wichtiges, nicht aber wegweisendes Spiel. Mannschaftlich war das Spiel vor allem gegen einen Gegner, der wehtun kann und es auch schon getan hat, durchaus eine Reaktion, die man auch bis zur letzten Minute sah. Spielerisch war es den Umständen entsprechend okay, an Stellschrauben drehen, die Sicherheit zurückgewinnen, dann dürfen wir uns zumindest wieder auf ansehnlichere Partien als in den letzten 11 Monaten freuen. Ich hätte Tell gern noch etwas früher gesehen, aber ich bin froh, wie es letztlich lief. Nun noch Freiburg überstehen als gutes Omen für die Champions League und einer hoffentlich positiveren Tendenz nach oben in Sachen Leistung und Kreativität. Nun gilt es abzuwarten, was das Ganze wert ist. Obwohl das Spiel wichtig war, sagt es eben noch nichts aus. Gerade diese Saison hatten wir schon zu oft zwei Gesichter. Ein Weiterkommen gegen Lazio ist ein Muss, wobei dies leichter gesagt als getan ist. Das sehe ich auch so. Wenn man Kane wieder nicht füttert, schon alleine um die Defensive von Lazio an Kane zu binden, dürfte es verdammt schwer werden, sich da leider oft unkreativ durch den Abwehrriegel zu kombinieren. Musiala, der für alles gut ist, sicher sich aber zu gern festdribbelt und Sané, der zwar den Willen zeigt nach vorn, aber derzeit kaum Gefahr ausstrahlt. Und auch vom Zuspiel her nicht glänzt, lässt unsere Mannschaft ausrechenbar zurück. Schalte Kane aus, parke den Bus vor der Tür und uns fehlen die Ideen. Das ist richtig, wobei man sagen muss, dass Lazio das im Hinspiel auch nicht wirklich gut gemacht hat. Also da waren viele Räume, die man hätte gehen können. Gut also, dass heute erstmal ein Sieg raussprang und man nun etwas gelöster ist. Der erste Druck ist weg, dieses Gefühl nun beibehalten und hoffen, dass man Kane findet oder zumindest durch ihn Räume geöffnet werden, was natürlich nur geht, wenn Tuchel nicht wieder zu spät reagiert. Wenn Spieler ohne Wirkung auf dem Platz rumlaufen. Es wurde in den vergangenen Monaten schon zu viele teilweise auf Dauer als Platzhalter auf dem Rasen mitgeschleppt. Wie da spieltechnisch ein Mannschaftsgeist zu sehen sein soll, war stets fraglich. Ich hoffe, die Energie aus dem Spiel gegen Leipzig bleibt nun erhalten und verpufft nicht wieder in der tollen Trainingswoche. Außerdem gibt es nun keine mehr, weder für Trainer noch für Spieler. Das ist richtig. Ja, und die Spieler haben, ich meine, Eberl hat es ja auch nochmal gesagt, haben jetzt die Zeit zu zeigen, dass sie für den FC Bayern brennen. So. Und sollten sich Spieler da jetzt hängen lassen, denke ich, wird es die Konsequenz auch am Saisonende geben. Hoffe ich zumindest, dass man dann den Worten auch Taten folgen lässt. Chris, deine Analyse passt wieder genau aufs Auge. War endlich mal wieder ein spannendes Spiel, wo man das Gefühl hatte, die Mannschaft kämpft bis zuletzt und will gewinnen. Das Kimmich immer noch die Standards schießt, stört mich persönlich. Der soll dann rechts bleiben. Goretzka wollte, kann aber irgendwie nicht. Ja, hatte ich auch so das Gefühl. Endlich mal in der 60. Minute gewechselt, vor allen Dingen Sané mal raus. Das war mal das richtige Zeichen und Tell rein hat mir auch gut gefallen. Ansonsten wieder sehr gute Stimmung im Stadion, auch bei der Parade von Neuer, dass wie ein Tor gefeiert wurde. Vielleicht kommen wir ja doch noch weiter in der Champions League. Cheers. Ja, das denke ich, sollten wir nicht gegen Freiburg wieder in alte Zustände zurückfallen, denke ich, sind die Chancen auf jeden Fall da. Plexmaster, die Abwehr ist in der Besetzung die stärkste, die wir haben. Insgesamt hat mir die Aufstellung und auch das Coaching sehr gut gefallen. Ich hätte anstelle von Müller noch Tell aufgestellt, wobei Müller eine gute Leistung gebracht hat. Insgesamt war es eine sehr gute Leistung. Der Gegner war immerhin RB, die Ecken von Kimmich werden wohl nicht mehr besser. Gute Leistung auch von Sané in der Defensive, so sollte es weitergehen. Vielleicht ist der Druck ein wenig vom Team genommen, weiter so, deine Analysen sind klasse. Ja, wir werden sehen, ne? Ob der Druck vom Team genommen ist oder ob einfach mehr Druck auf die Spieler jetzt drauf ist, durch das, was ich gerade gesagt habe, dass sie sich jetzt zeigen müssen. Gerard Berger, schau dir mal die Szene vom ersten Tor in super Zeitlupe an. Es ist Musiala, der den Pass zu Kane macht beim ersten Tor. Der Leipziger Spieler ist noch weit entfernt vom Ball mit seinem Fuß. Als Jamal den Pass macht und der schaut sogar auf Kane bei seinem Pass. Bei den Bildern von hinten sieht man es ganz gut. Okay, ja, ist mir am Ende des Tages wurscht, ne? Torben, fand euer Spiel als Dortmunder stark und die Aufstellung ebenfalls. Warum nicht immer so? Bin der Meinung, dass ihr nächste Saison einen richtig starken Sechser, Achter braucht mit Weltklasse-Format, der dann mit Pavlovic zusammen zentral spielt. Und Tell könnt ihr mal 2 Jahre nach Dortmund verleihen, der ist so stark. Ja, gehe ich mit der Sechser, Achter Geschichte. Ja, wir bräuchten, wenn wir Kimmich Goretzka abgeben, was schlau wäre, ja, brauchen wir da halt jemanden. Und Tell, ja, ist halt super schade, dass er bei uns so
größtenteils ignoriert wird. FC Bayern-Fan forever, verdienter Sieg von uns und wichtige 3 Punkte. Kane einfach Maschine. Ja, aber das wissen wir ja schon lange. Verdiente 3 Punkte. Ja, verdient wären unentschieden gewesen, da müssen wir uns, denke ich, alle nichts vormachen. Ne? Heirat, Fokus liegt auf dem Rückspiel gegen Lazio, ein kleiner Versprecher. Müsste ich reinhören, will ich jetzt hier nicht tun. John Schlipp, 2, 3 Dinge nach deiner sowie immer starken Analyse. Erstens, leider wurde dein und mein Wunsch bedingt durch die mangelnde Alternativen leider nicht erfüllt und der Josh hat gespielt. Aber gut, das war ja leider klar. Ne? Zweitens, wenn der Kane die Saison nicht gewesen wäre, will ich mir unsere Tabellenplatz gar nicht erst ausmalen. Ja, da er auch, glaube ich, das 7. oder 6. Mal das 1:0 gemacht hat, das sagt das schon viel aus, oder? Drittens, bin wieder voll bei dir, was die einzelnen Kritiken der Spieler angeht, sowie auch die vom Trainer. Es hat mich sehr verwundert, wieso auf einmal so viele Dinge so gemacht wurden, nachdem klar ist, dass Tuchel geht, die schon viel früher so gemacht werden hätten sollen. Siehe Abwehr, De Ligt spielt, was ein Wunder. Aber nun geht es einfach nur darum, die Saison so gut wie möglich zu beenden, noch ein paar Mille aus der Champions League mitzunehmen und die Spieler nicht total für die nächste Saison zu verheizen. Ja, wobei interessant sein wird, welche Spieler nächste Saison noch da sein werden. Ne? Philipp, sehr starkes Spiel von Guerrero, vor allem im Spielaufbau deutlich stärker als Davis. Ja gut, aber das ist ja jetzt auch keine Kunst. Also Alphonso Davies Stärke ist ja jetzt nicht der Spielaufbau. Also da würden wir den Fonsi jetzt ja auch irgendwie Unrecht tun, ne? Dass so ein Guerrero oder andere Qualitäten hat, ist doch klar. Aquari, ich frage mich mittlerweile selber schon, ob ich ein persönliches Problem mit Ivory habe. Woche um Woche ist er wirklich der Spieler, der mich so unfassbar krass aufregt. Der Mann tut mir fast schon leid, aber es ist immer wieder dasselbe. Der hat meiner Meinung nach nichts in der Startelf verloren. Bei allem Respekt, aber er spielt seit Monaten offensiv so ein Müll zusammen. Ja, seitdem er auf der rechten Seite spielt. Ich kann gar nicht an 2 Händen abzählen, wie oft mich heute allein schon wieder wegen ihm aufgeregt habe. Die Körpersprache ist so schlimm, er kann keinen einzigen Spieler ausdribbeln. Er hat keine Eier, um aufs Tor zu schießen und jegliche Pässe und Ideen wirken so, als wenn er dem Gegner freiwillig den Ball geben will. Bin echt froh, dass Müller ihn beim Schuss von Kane auch mal richtig zurechtgewiesen hat. Alles in allem sehr stolz auf unsere Defensive, Pavlo und Kane. Alles, was mir jetzt noch fehlt, sind schnelle, bissige Spieler, die einfach mal mit Zug aufs Tor von außen kommen. Ein Tell muss meiner Meinung nach für einen Sané in die Startelf. Und das länger als 30, 40 Minuten. Es ist so auffällig, dass uns nach der Mittellinie bei einem Konter oder einem schönen Pass komplett das Tempo und die Bissigkeit fehlt. Viel zu viel Zeit im und vor dem Strafraum mit dem Ball, bis man irgendwann nach hinten spielt. Ja, gut. Serge ist ja auf dem Weg ins Team. Na? Also, Kingsley ist auch wieder im Lauftraining, wie ich gelesen habe. Ja. Annemarie, endlich mal wieder ein Sieg. Ja. Janek, ich find's grausam wie zuvor. Ja, finde ich nicht. FCB, Sané muss unbedingt verkauft werden, aber erstmal schön den Vertrag verlängern, damit der Preis hochgetrieben wird. Hab noch nie einen Spieler mit diesen Fähigkeiten erlebt, der so katastrophal vor dem Tor ist. Nee, ich würde den Vertrag nicht verlängern, um den Preis hochzutreiben. Ich würde sagen, tschüssi. Das Risiko einzugehen, wie beim Serge Gnabry, dass du dann 4 Jahre den Spieler weiter an den Backen hast und er diese Leistungen bringt, ist viel zu hoch. GB, weil er nimmt halt viel zu viel Gehalt weg. Ja, das muss man mal klar sagen. Der kriegt 20 Mille, Alter. Also irgendwo ist immer gut. GB, unsere komplette rechte Seite war tot. Gefühlt gegenüber links oder die Mitte. Jo. Florian Fragen, also ich habe die Highlights gesehen. Vorher muss ich sagen, super Analyse. Bayern war sehr gut im Spiel, als wäre vorher nie was geschehen. Das Tor von Heavy war top und auch sein zweites mit Volley. Leipzig fand ich sehr unter Druck. Gut. Das 1:1 war unglücklich. Jetzt heißt es aber gegen die schwachen Freiburger nachlegen, geschrieben nach Augsburg-Spiel. Aber warum nicht gleich so? Es hat endlich mal Kim draußen gelassen, danke. Exo, ich bin froh, dass unser Dusel endlich zurück ist, aber wir müssen echt mal über unsere Chancennutzung reden. Wir haben wichtige Tore nicht gemacht. Ja gut, dass das jetzt nicht einfach so alles wieder funktioniert, ist doch klar. Ja, also ich denke mal, man hat die Verunsicherung gegen Bochum gesehen. Also wir haben jetzt den Sieg geholt. So, gegen Freiburg sollte schon wieder ein bisschen mehr Selbstverständnis vielleicht mit dabei sein und dann werden auch Tore und Chancen wieder eher genutzt. Zumindest von den Spielern, die auch eine gewisse Form haben. Vogt, Müller erhielt keine Note verdrückt.
Ja, frech, ne? Der Thomas, dass er keine Note kriegt. 3 minus. Samando. Ich hatte heute endlich mal wieder das Gefühl, dass wir 1:0 über die Zeit schaukeln könnten. Hab gerade in der ersten Halbzeit wenig Hektik und ein kontrolliertes Spiel gesehen. Zweite Halbzeit, das typische Bayern-Gesicht dieser Tage. Wenn man die Konstanz halten könnte, wäre auch dieses Team zu weitaus mehr fähig. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt hier beim Bachelor sind. Wer die Rose bekommt, darf bleiben. Ich denke, das ist endlich mal ein Ansporn für die Spieler. Vielleicht haben die jetzt verstanden, dass es eine Ehre sein sollte, für Bayern auflaufen zu dürfen. Ja, das stimmt, wobei man sagen muss, dass Leipzig natürlich auch ein Gegner ist, der da auch eine Rolle spielt. Ne? Jetzt auf die zweite Halbzeit gesehen. Ich denke, man hat über 90 Minuten gesehen, dass man wollte oder dass jeder Spieler wollte. Und das ist für mich das Wichtige gewesen. Was Sané angeht, habe ich irgendwie das Gefühl, dass er aufgegeben hat. Man kann mal schlechte Spiele haben, aber mit der aktuellen Leistung dürfte er nicht mal für eine dritte Liga-Verein auflaufen. Ach, das glaube ich schon, dass das dürfte. Der steht komplett neben sich. Ich habe mir heute echt wieder etwas Hoffnung auf den Meistertitel. Nee, ich nicht. Leverkusen spielt jetzt seit ein paar Spielen auch nicht dermaßen überragend. Vielleicht lassen die ja gegen das ein oder andere Team noch etwas liegen. Ich würde es zumindest spannender haben und nicht mit 8 Punkten Rückstand Vize werden. Ich habe da persönlich keine Hoffnung, aber das ist auch nicht schlimm, weil ja, mein Karma widerlegt mich oft, von daher kann es das sehr gerne tun. Mr. Fabo, ich mag Müller wirklich, aber muss sagen, in dem Spiel hatte ich mehr das Gefühl, dass er das Spiel gänzlich ganz häufig langsam gemacht hat. Michael. Die Mannschaft hat sich erstmal Vertrauen geholt, dass sie es noch können zu gewinnen. Zwar glücklich, aber was soll's. Ja. Das war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, die gleiche Einstellung gegen Freiburg, dann wäre ich schon zufrieden. Pavlovic hat wirklich stark gespielt. Ich hoffe, dass er bei Bayern eine Chance bekommt, sich weiterzuentwickeln. Bei Sané bekomme momentan Bauchschmerzen. Das gefällt überhaupt nicht, was er spielt. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Gruß, Michael. Ja, danke, Michael, hatte ich. GB, es lag daran, dass Pavlovic als 6 und Kimmich als RV gespielt hat, plus eine stabile IV mit De Ligt und Dyer. Ja, das war auf jeden Fall ein Faktor. Robert Hartmann, jetzt habe ich verstanden, du wechselst deine Szene. Henner Krug. Ich habe das Spiel mit einem Freund gesehen, der sich eigentlich nicht für Fußball interessiert und er musste lachen, als ich bei den 2 Harry Kane laut geschrien habe. Ja, wenn wir den Harry nicht hätten, wären wir im Arsch. Richtig. Günter Meier, ist unser Kapitän aufgewacht. Mal ist unser Kapitän aufgewacht. Ich weiß nicht, ob Neuer aufgewacht ist, weil er den einen Ball gehalten hat, oder was? Bild. Volki, Kimmich war zwar als RV aufgestellt, turnte trotzdem immer wieder im Mittelfeld rum und blockierte wieder das Spiel. Den würde ich sowas von zusammenfalten, nicht mal seine Position kann er halten. Ja, deswegen wird er wahrscheinlich auch nicht mehr sehr viele Spiele machen, wenn ein RV wieder da ist. Was da, Doggy, aber dass man die Mannschaft möchte, als Pluspunkt erwähnen muss, ist auch schade, sollte im jeden Spiel so sein. Stimme ich dir 100% zu, war es aber leider nicht. Und von daher kann man das dann auch mal erwähnen. Kaffel, einfach versuchen, die letzten 11 Spiele mit aller Macht zu gewinnen und schauen, was am Ende dabei herauskommt. Daher war gut heute, hat mich für ihn gefreut. Daher war bisher immer gut, wenn er gespielt hat. Dieser Sieg, gerade auch, wie er zustande kam, kann eine Initialzündung sein. Na gut, das Gefühl hatten wir schon oft. Ja. Der Sieg kann das verlorene Selbstbewusstsein zurückbringen, endlich mal wieder Spielglück. Ja, dass ein Teil Selbstbewusstsein zurückbringt, denke ich auf jeden Fall, ja. Gehe ich mit. Mara, also, mir haben Guerrero, Pavlovic echt gut gefallen. Auch der Licht und Dyer waren solide. Manu hat halt neue Sachen gemacht und Heavy rettet uns mal wieder den Arsch. Goretzka für mich ein Totalausfall und Kimmich fokussiert auf seinen Gegenspieler. Motiviert wie 10, aber im Laufduellen zieht er leider häufiger den kürzeren. Sonst denke ich, hat er einen besseren Job gemacht als auf der 6er Posi. Auch wenn er sich immer mal wieder ins defensive Mittelfeld geschlichen hat. Was ich mal wieder unmöglich fand, es fällt das 1:0 und zack, keinerlei Reaktion von Tuchel, aber direkt den Kopf ins Tablet gesteckt. Das war für mich mit ein Teil, woran man immer gemerkt hat, dass er den FC Bayern nicht fühlt. Ja, wenn man das mit so einer Art Trainer wie Klopp vergleicht oder sonst jemanden, ja, weil da sind die Trainer halt auch unterschiedlich. Es gibt auch viele andere Trainer, die da nicht irgendwie in Ekstase verfallen, aber ich sehe das auch lieber, wenn ein Trainer sich darauf freut und aus sich rausgeht. Ja. Beim 2:1 sah das anders aus, da hat er sich sogar mal gefreut. Was mich auch verwundert hat, dass nach dem Spiel ein Manuel Neuer als Kapitän auf einmal wieder Interviews gegeben kann, sonst musste immer nur Müller herhalten.
Achso, meintest du das vorhin, der eine Kommentar hier mit wach werden? Naja, wir haben gewonnen, dann stellt sich der Neue auch mal dahin, ne? Möchte den Sieg nicht zu sehr überbewerten, damit hat man sich diese Saison schon zu oft in die Nesseln gesetzt. Man sollte die 3 Punkte mitnehmen und von Spiel zu Spiel schauen. Ich denke, das war vor allem mal wieder der Ansatz einer Mannschaftsleistung, auf die man aufbauen kann. Schade, dass man das erwähnen muss, aber so ist das aktuell einfach. Mal sehen, was wird, wenn man die Abwehr wieder umstellen muss. PS, sehr schöne neue Anordnung mit den Einblenden der Spieler. PPS, du hast Müller nicht benotet, frech. Ja, Müller ist so ein Urgestein, den benoten wir nicht mehr. Er steht außer Konkurrenz. Jumbo Jumbo, endlich. Wuppi, Rafa, Top-Leistung, geile Elemente reingebracht ins Bayern-Spiel. Ja. Der Kommentar, wichtiger Sieg heute, um Selbstvertrauen zu tanken, um nichts mehr anbrennen zu lassen, was die Champions League-Plätze betrifft. Da bekommt man wieder einen Funken Hoffnung, das Champions League-Viertelfinale zu erreichen. Ja. Sané sollte man loswerden im Sommer und die nächsten Spiele auf die Bank setzen. Da würde ich die nächsten Spiele Sargos aufstellen. Ja, sehe ich auch so. Mr. Teen Reloaded abonniert, rot-weiße Grüße aus Leipzig. Ja, vielen lieben Dank, rot-weiße Grüße zurück. Rudi, Kimmich sollte man als RV aufstellen. Er hatte wahrscheinlich mal die Hoffnung, den Ballon d'Or verliehen zu bekommen nach vielen Irrwegen und antrainierter Effenbergscher Mentalität muss man sagen, dass seine Zeit abläuft. Ich könnte ihn mir gut bei Juventus oder Inter vorstellen und vielleicht findet er im Schatten der italienischen Sonne wieder zu sich. Also Kimmich hat noch nie die Qualität gehabt, diesen Preis zu gewinnen. Sorry, Leute. Also gehe ich persönlich nicht mit. Vielleicht irgendwo Michael Ballack auf der Zunge, obwohl der ein echter Capitano war. Ja, genau das ist, was in Kimmich halt immer abgegangen ist. Ich glaube auch, dass ein Kimmich sich immer zu sehr anstrengend verstellen musste oder muss, um irgendwie das zu sein, was er gerne sein möchte, anstatt einfach der Dude zu sein, der er ist. Ja, ich glaube, das ist so das Ding. Das ist ein großer Faktor, glaube ich. Du hast bei Müller keine Note genannt, Peter. Danke für den Hinweis. Michael, gegen Leipzig war das doch ganz ordentlich. Insgesamt gesehen, ich finde es schade, dass Tuchel geht. Das Einzige, wo ich Tuchels Fehler sehe, ist, dass er die Mannschaft am Anfang zu hoch schockverliebt gelobt hat. Das scheint ihm später auf die Füße gefallen zu sein. Er ist ein Top-Trainer, der wohl nicht so ganz in der Komödienstahlabteilung gepasst hat. Schade, ich hätte ihn gerne länger beim FC Bayern gesehen, aber es werden sich wohl die Top-Clubs in Europa seine Dienste sichern. Naja, die Bayern sind wohl noch nicht so weit. Wie das gehen kann, hat damals die Posse PSG und danach Chelsea gezeigt. Möglicherweise zieht er unseren Verein die gleiche Nase. Das hätten wir dann auch verdient. Ja, sehe ich komplett anders. Ich kann allerdings beim allgemeinen Spieler schlecht machen nicht so ganz mitgehen. Klar ist, dass Müller eben irgendwann mal geht. Also über ihn muss man wohl nicht groß diskutieren, denn er verhält sich ganz profi-vorbildlich. Bei Kimmich, Gnabry, Davis, Mazraoui, Upamecano und Goretzka kann ein Tapetenwechsel wohl mal ganz gut tun. Aber ich würde niemals einen Sané verkaufen. Seine Qualitäten sind einfach über den Rest. Er geht nur mit unter, weil er kein Führungsspieler ist und auch nie war. Dennoch bei einer klaren Mannschaftshierarchie unverzichtbar. Das ist ein wilder Take, aber seid ihr gegönnt. Ein Axel Pavlovic ist ein echter Gewinn und das geht wohl doch auf Tuchels Konto. Weil die vielen unbekannten Spieler im Bayern-Kader kann ich schwer einschätzen. Nee, das geht nicht auf Tuchels Konto. Meiner Meinung nach. Aber das kann auch jeder sehen, wie er möchte. Tendai, wenn man bedenkt, dass ihr die letzten Spiele gegen Leipzig klar verloren habt, war das ein sehr gutes Spiel. Pavlovic ist klar euer bester Spieler. Daher kann ich verstehen, dass man ihn nach einer gelben auswechselt. Dyer und De Ligt waren bärenstark. Kimmich sah planlos aus, aber daran muss er sich jetzt gewöhnen. Er ist kein Sechser. Guerrero neben Pavlovic stabilster Spieler. Musiala tut sich schwer auf Außen. Er war doch immer am stärksten auf der 8 oder auf der 10. Yes. Weil er frontal zum Tor rennen kann. Sané muss sich steigern, besonders in seinem Stellungsspiel offensiv als auch in seinen Aktionen mit dem Ball. Goretzka fand ich nicht schlecht. Ich finde es richtig, dass die Spieler mehr reden. Leipzig ist ein schwerer Gegner, wo er mehr als zweiter Sechser agieren musste, was nicht seine Stärke ist, aber als Alternative 8 könnte er funktionieren. Müller, schwierig, meine Meinung. Wäre er der bessere Schupo? Gleich observiert das Spiel von außen und kommt dann rein, um nochmal eine müde Abwehr mit 1, 2 Aktionen zu brechen. Ja, das Problem ist, dass jedes Mal, wenn Müller reinkam, er echt super wenig Einfluss hatte aufs Spiel, leider. Kane, er braucht ein Tell in Bestform Sané, denn Kane ist mehr als eine falsche 9. Er lungert normalerweise nicht nur vorne rum, sondern
etabliert sich im Spielaufbau, leitet am besten die Angriffe ein. Er muss die Führung im Angriff übernehmen und nicht nur Müller etc. Min-Jae braucht auch Pausen und na klar muss er sich in der ersten Saison ans Team gewöhnen und eine Chemie aufbauen. Daher würde ich ihn nicht zu arg rannehmen. Leimer muss spielen neben Pavlovic. Er wurde doch geholt, weil er doch einer besten Zentrumsspieler war in der Liga. Warum er bei Bayern bisher immer was anderes machen musste, war mir immer ein Rätsel. Tell muss spielen, er ist von allen offensiven Spielern der torjüngste Spieler. Wie schon erwähnt, Kane braucht einen dynamisch schnellen Stürmer neben ihm, um besser zu spielen. Tottenham, das Duo mit Son, ich denke Kane und Tell ist es. Es wäre natürlich eine Möglichkeit, das auf jeden Fall mal auszuprobieren, aber das hat man die Saison ja nicht getan. Günter Meier, endlich als Mannschaft, außer Sané, was braucht der für Chancen? Magic, Neuer eine 3 und Kimmich eine 4, genau mein Humor. Ja, musst du ja nicht genauso sehen, kannst du ja gerne anders sehen. Günter Meier, nach vorne nichts mehr an Leistung, wofür haben wir Trainer? What the fuck? I don't know. Federico Haselberger, Mann, Sané, er darf nicht verlängert werden. Wenn die Bosse es nach 4 Jahren noch nicht kapiert haben, dass Silvio keine ganze Saison durchspielen kann und also auch kein Unterschiedsspieler im Gute ist, dann weiß ich auch nicht. Sehe ich genauso. Die Abwehr fand ich super, Guerrero fand ich nicht besonders auffällig, ein bisschen zu schüchtern. Und Musiala war sehr, sehr unglücklich, oft ausgerutscht und einige Fehlpässe gespielt. Aber so schlecht wie Sané habe ich selten einen Spieler gesehen. Grüße aus Modena. Torquay Bayern, juhu, Sieg! Und zum Glück haben wir einen Kane. Und gut für die Champions League, so können wir gegen Lazio daheim eine Runde weiterkommen. Leipzig, zweite Halbzeit besser rausgekommen und man muss froh sein, Neuer zu haben und dass RB die Tore nicht gemacht hat. Und heute auch etwas Spielglück gehabt mit dem späten Kane-Tor. Vielleicht rauft sich die Mannschaft bis Ende der Saison zusammen, würde mich etwas zufriedener stellen als das, was man seit 4 Monaten gesehen hat. Ja, kann man so zusammenfassen. Yannick, ohne Kane wären wir im Mittelfeld. Wir wären wahrscheinlich, Mittelfeld weiß ich nicht. Obere Drittel vielleicht. Schwierig. Hätte Fahrradkette, Alter. Wen interessiert es am Ende des Tages? Aber ja, wir würden auf jeden Fall nicht dastehen, wo wir stehen. Tristan, ich beneide euch um Harry Kane, auch wenn ihr vielleicht nicht Meister werdet, finde ich den Bayern-Kader richtig geil. Grüße aus Frankfurt. Ja, Grüße zurück. Burg unterm Strich wieder keine konstante Leistung über 90 Minuten, nicht mehr und nicht weniger. Ich fand es schon eine konstante Leistung über 90 Minuten. Dass man Leipzig auch nicht 90 Minuten komplett abmelden kann, schon gar nicht, wenn man aus so einer Serie kommt, wie wir gekommen sind mit 3 Niederlagen am Stück, sollte auch klar sein. Ja? Und man hat über 90 Minuten gesehen, dass die Spieler, die auf dem Feld standen, auf jeden Fall wollten. Von daher fand ich das schon konstant und man ist auch nicht wieder eingebrochen. Ja, ich weiß, das ist alles nicht der Anspruch des FC Bayern und so weiter, aber ich denke, es war ein erster Schritt. Snake, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Der Tuchel stellt die Mannschaft endlich mal vernünftig auf. Dyer und der Licht hinten, Pavlo und Leon in der Mitte, Kimmich rechts. Nimmt selbst interessiert am Spielteil, das hat sich alles ganz anders angefühlt als bisher. Tuchel war einfach bei uns zu verklemmt und mutlos, warum auch immer. Das hat einfach nie gepasst, aber das haben dann die meisten irgendwann auch mal selbst gesehen. Sané ist momentan ein großes Fragezeichen, was mit dem los ist. Ja, Sané ist wie jede Saison, Leute. Das ist kein Fragezeichen. Sané macht 10, 15 gute Spiele und danach ist nichts mehr zu sehen. Das ist ja nicht nur die Saison so. Das war die letzten Jahre in jeder Saison so. In jeder. Völlig außer Form. Angeblich ist er angeschlagen, dann gehört er auf die Bank oder gar nicht in den Kader. Das Spiel macht Mut jedenfalls. Wenn Tuchel nicht wieder in alte Tuchel-Muster verfällt, dann habe ich gegen Lazio ein gutes Gefühl. Ja, so geht's mir aktuell auch. Bastard Doggy. Harry Kane hat Rückenschmerzen vom ganzen Carrion. Man könnte, wenn man auf seine Statistiken schaut, denken, er wäre gut in unser Spiel eingebunden. Absolute Maschine, dieser Mann. Ja. Und dann stellt euch mal vor, er wäre noch gut in diese Mannschaft eingebunden. Tom Hell, Kimmich nach Mainz, Goretzka zum FC Köln und Thomas Müller in die zweite Mannschaft. Sofort. Wilder Take. Phil, schön, dass wir mal den Ball auf Kane bekommen haben. Sané unterirdisch zurzeit, sollte nicht mehr in der Startaufstellung. Dyer, De Ligt gut hinten. Hell muss in die Startelf. Ja. Stört Berger, diese 2 Tore von Kane, die tun sowas von gut. Das gibt Selbstvertrauen und ein Stürmer braucht das. Und das zur rechten Zeit vor dem Champions League Spiel. Ja. Tuchel traut sich doch zu, Kimmich als rechten Verteidiger aufzustellen. Hut ab. Ja, X, das liegt daran, weil auch kein anderer zur Verfügung stand.
Garipi, Wahrscheinlichkeit, dass Tuchel noch 2 Titel holt und Mannschaft, Fans und Verein am Ende bitte bleib doch, du kriegst einen 5-Jahres-Vertrag, sagen ist höher als ein Lottogewinn. Ich setze einen Fünfer drauf. Schreibt der Zocker. Nee, ich will da keinen Fünferling draufsetzen. Max Albert, ja. Ich habe eine 2 gegeben und keine 3. Und ja, warum darf ich denn nicht schwanken? Du kannst ja auch gerne eine andere Meinung haben. Du kannst ja auch ihm eine 1 plus mit Sternchen geben. Du kannst auch Manuel Neuer eine 6 geben oder sonst was. Das ist mir völlig wurscht. Ne? Jeder hat ja seine Meinung und meine Meinung ist halt so gewesen, wie ich sie kommuniziert habe. Das ist doch völlig okay. Ich gehe auch nicht mit der Meinung mit, wie irgendwelche Noten montags im Kicker oder in der Sportbild stehen. Das muss jeder für sich beantworten. Ne? Und das ist so das Schöne. Gut, Londe, ich finde schon, dass dieses Spiel eine Reaktion auf den Rauschmiss war. Also hör mal. Brauchen wir darüber jetzt zu reden? Das war doch ein Unterschied wie Tag und Nacht. So, jetzt dürft ihr beurteilen, was diese Reaktion zu bedeuten hat. Da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen. Hört euch auch noch das Interview von Thomas an. Ihr wisst, dass er nicht auf den Mund gefallen ist. Aber so ein Geeier habe ich schon lange nicht mehr gehört von ihm. Für mich hat die Mannschaft ein schlechtes Gewissen. Heißt jetzt aber nicht, dass sie für den Trainer gespielt haben. Jetzt sage ich halt doch direkt, die haben zuvor gegen den Trainer gespielt und sind jetzt froh, dass sie in los sind. Anders kann man sich's doch nicht. Anders kann man's doch nicht sehen, oder? Ja, einige haben mit Sicherheit nicht gerade für den Trainer gespielt. Ich denke, das steht außer Frage. Das Müller-Interview, wenn man da ein bisschen genauer zuhört und ein bisschen zwischen den Zeilen interpretiert, was natürlich immer so eine Sache ist, denke ich, hört man schon raus, dass Müller froh ist, dass der Trainer weg ist. Dass es 3, 4 Spieler gibt, die nicht glücklich sind, ist auch klar, aber ich denke, viele Spieler werden am Ende des Tages froh sein. Ich meine, welcher Spieler hatte auch nur annähernd Normalform unter Tuchel? Daran sieht man doch schon, dass das nicht gepasst hat. Ja, aber das ist natürlich alles Spekulation, was wir machen. Denk mal, die kommenden Wochen werden uns ein bisschen Aufschluss geben und natürlich dann auch die nächste Saison. Aber ich denke, ein Faktor ist natürlich auch, dass der Verein kommuniziert hat, dass die Spieler sich jetzt nochmal zeigen können und am Ende der Saison es knallen wird im Kader. Ja, das ist halt auch ein Faktor. Kinoclip, ich weiß gar nicht, warum hier über irgendwas anderes als Leroy Sané und Tuchel, der ihn aufstellt, gesprochen wird. Ohne ihn also mit Zehmann würde Bayern um einiges besser spielen und das meine ich so, was ein Saboteur. Jo, also, ich sehe die Leistung nicht so optimistisch. Zu Anfang des Spiels waren wir gut, aber nicht bärenstark. Die Chancenauswertung mangelhaft, zu viele Abspielfehler und Ballverluste. So wird das gegen Lazio nichts. Doch. Die zweite Halbzeit war zu 80% nicht Champions League würdig. Ich bleibe dabei, der gesamte Kader bis auf 2, 3 Ausnahmen wird nicht den Erwartungen auf diesem Level gerecht. So ist es halt. In Sachen Personalpolitik wurde die letzten 4 Jahre sehr viel falsch gemacht. Des Weiteren sehe ich das so wie inzwischen einige von euch. Der Thomas Tuchel ist nicht an allem schuld, muss aber leider die Verantwortung für das Scheitern in den letzten 2 Jahren übernehmen. Der Verein wird in dieser Saison keinen Titel holen und man muss sich intensiv um Neuaufbau kümmern. Eberl müssen. Das wird seine Zeit benötigen, was ein in den letzten Jahren versäumt haben, kann ein Eberl nicht in 24 Monaten reparieren. Dann schreibt doch Brazzo und Olli, dann rafft man das doch auch. Ja, natürlich ist ein Tuchel nicht alleine schuld, habe ich oft genug gesagt, muss ich nicht wieder darauf eingehen. Aber allerdings ist er auch an sehr, sehr vielen Sachen schon schuld. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ja, wir werden diese Saison sehr wahrscheinlich keinen Titel holen. Das ist auch völlig korrekt bei dem schlechten Fußball, den wir spielen. Für mich war es schon ein Schritt in die richtige Richtung, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, warum, wieso, weshalb. Und natürlich wird das nicht so klappen nächste Saison. Selbst wenn man jetzt 5, 6 Spieler austauscht, brauchst du Zeit. Ja, die Mannschaft muss sich finden, der Trainer muss sich finden, der Neue und so weiter und so fort. Wir werden nächstes Jahr auch ein schwieriges Jahr haben und das ist auch völlig fein. Solange die Einstellung stimmt und die Spieler wollen, ist das für mich völlig okay. Angel, ein ziemlich verdienter Sieg gegen die Dosen. 8 Punkte Rückstand ist natürlich sehr schwer zu erreichen, aber ich habe immer noch 1% Glaube. Leverkusen wird sehr wahrscheinlich ab dem 30. Spieltag Druck bekommen, wie letzte Saison mit dem BVB. Alex wieder stark, Sané leider mal wieder eine Enttäuschung mit den 200%igen Chancen. Das einzig Positive war für mich der Sprint von ihm zu David Raum. Der Mann braucht mal die Eier von der Distanz zu schießen, weil er es kann. Kane eine Maschine, bin traurig, dass er diese Saison wahrscheinlich keinen Titel holen wird. Hätte sich mindestens 2 verdient. Ein guter Schritt in die richtige Richtung. Dennoch enttäuscht mich ein wenig der Schiri mit seinen Entscheidungen.
Henrichs und vor allem Openda sind billige Schauspieler, man schubst die weg und die fassen sich in die Augen. Dein Kanal entwickelt sich auch sehr gut und man merkt, dass du dir Mühe gibst. Ja, danke dafür. Ja, zu den Leipziger Spielern, also ganz ehrlich, das siehst du auf unserer Seite genauso. Ja, das ist leider der heutige Fußball. Da wird viel mehr rausgemacht, als wie es teilweise halt ist. Ne? Dem Rest stimme ich dir auf jeden Fall zu. Endlich wieder 3 Punkte, Oliver. Ja. Nordcore, endlich mal wieder 3 Punkte. Sané, ein Schatten seiner selbst, hatte mit Tell in der Startelf gewünscht. Sonst hat mir die Aufstellung gefallen. Schade, dass De Ligt nächstes Spiel wieder fehlt durch Sperre. Hoffe, er kommt danach wieder in die erste Elf. Jetzt heißt es einspielen und keine Umstellung mehr. Fokus Champions League. Ja. Ja. Thema Sané haben wir jetzt auch schon alles gesagt. Johann, moin. Wäre fast vom Hocker gefallen, weil Kimmich RV und Pavlovic zentral spielen. Wie du vorher gesagt hast, Tuchel hat wohl deine Sendung gesehen. Nee, es gab halt keine Alternative. Ja, wir hatten keinen anderen rechten Verteidiger. Das war das Thema. Bayerischer Kurde, hat mich seit Abpfiff auf dein Video gefreut. Musiala ist sehr verloren auf dem Flügel, den muss man auf die 10 stellen. Ich denke, Müller würde es besser auf dem Flügel machen. Ja, auch Müller ist auf dem Flügel keine Kanone. Ja, muss man fairerweise sagen. Der turnt dann auch nicht so viel auf dem Flügel rum. Ich denke, man hätte einen Tell in Saragossa bringen können. Ja. Hätte. Velasquez, ohne Harry Kane, 11-mal in Folge Meister. Gewonnen mit Champions League Siegen und Pokalsiegen. Kane bringt Unglück, ganz egal, wie viele Buden er macht. Du bekommst Heavy aus Tottenham, aber nicht Tottenham aus Heavy. Was ein Quatsch, ey. Sorry. Jens Barlik, endlich mal ein Sieg und FCB wollte es am Ende mehr. Ganz kurz dazu, willst du jetzt erzählen, es ist Harry Kane schuld, dass wir gerade so spielen, wie wir spielen, oder was? Also, bitte dich. Kaiju, man hat einfach heute gesehen, die Mannschaft und der Trainer hat die Saison verschenkt. War eine super Leistung heute. Vor allem Pavlovic, die Innenverteidiger Guerrero, Kane und Sané waren voller Wille. Sané offensiv leider nicht so stark, aber er hat nicht aufgegeben. Aber sein ständiges Abwinken wird er sich wohl nicht mehr abgewöhnen. Mit der Leistung kann man gegen Lazio gewinnen, was selten ist, dass ich mal was hoffnungsvoll bin. Nach den turbulenten Monaten. Ich hätte vielleicht mal Sané auf die 10 und Saragossa oder Taylor auf den Flügel spielen lassen. Ich hätte Sané einfach gar nicht spielen lassen. Josef vom Brunn. Müller sollte sich mit der Ersatzbank zufrieden geben oder aufhören. Oldschool. Nach dem Ausgleich dachte ich schon, jetzt brechen wir wieder ein. Hinten fehlt uns nach wie vor die Stabilität. Leipzig ist aktuell nicht in Topform, hat die erste Halbzeit verschlafen und hat uns heute auch viel angeboten. Pavlovic hat mir sehr gut gefallen. Jamal hat einige Situationen sehr gut gelöst, sich aber wieder zu oft verdribbelt. Da muss er noch lernen, öfter abzuspielen. Leroy hat schon nach 10 Minuten 3 eklatante Fehlpässe und einen Ballverlust. Ist schon bitter, ihm zuzuschauen. Vor allem, wenn man an die gute Hinrunde denkt. Insgesamt hatten wir den größeren Siegeswillen heute. Und auch das notwendige Spielglück. Aber bei einem Unentschieden hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen. Das ist richtig. Immerhin mal wieder ein Last-Minute-Sieg, aber gegen Top-Mannschaften reicht so eine Leistung nicht. Daher sehe ich auch das Spiel gegen Freiburg 50-50. Wir können nur hoffen, dass sich Kane diese Saison nicht verletzt, denn sonst schießen wir keine Tore. Auf geht's, die Roten kämpfen und siegen. Nee, das glaube ich auch noch nicht, Mats. Wenn man dann endlich mal die Eier hätte und mal auf den Tell da vorne drin setzen würde, denke ich auch, wird der seine Boden machen. Natürlich ist ja kein Heavy Kane-Niveau, aber dass wir dann keine Tore mehr schießen, das fühle ich nicht. Doki Bocki. Es wird den Bayern und der gesamten Bundesliga sehr gut tun, dass die Bayern mal abkacken. No offense, aber 11 Jahre lang die gleiche Sülze ist wirklich langweilig. Endlich ist die Bundesliga wieder ein wenig spannend. Jo, seid ihr gegönnt. FCB Pavlovic einfach ein richtiges Juwel, ja. Johnny Walker, Tuchel saß während des Spiels schon auf seinem gepackten Koffer. Ja. Chris, Kane, wir müssen das Lazarett verkleinern. Ja, das verkleinert sich doch gerade. Andreas Schmidthaus, eine 3 ist eher das teilweise unterirdische Gerede von diesem Kanalbetreiber. Kane macht 2 Buden und entscheidet das Spiel, da ist es egal, was vorher war. Sowas ist eine 1. Andreas Schmidt, gönn dir deine Meinung, Alter. Ist doch alles gut. Und ich habe keine 3 gegeben. Hättest du das Video ganz geschrott, wüsstest du das. Aber wahrscheinlich hast du das nicht. Glückwunsch. Markus, Meisterschaft noch lange nicht verloren. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Serie von Leverkusen bald reißt, ist hoch. Dann sind es nur noch 5 Punkte und bei Vizekusen geht das Eierflattern. Das glaube ich persönlich nicht, nein. Ja. Frankie, ich bin ja ziemlich deiner Meinung, aber ich finde, du siehst Kimmich und Müller oft etwas zu kritisch. Ja, ist doch völlig okay, wenn du eine andere Meinung hast. Günther Meier, Dyer und De Ligt spielen lassen. GB Müller fuchtelt und rumpelt über das Feld, da brauchst kein Mensch, das lieber Musiala auf der 10 und Tell auf links spielen. Ja. Andoe, um auf deine Frage zu antworten, nichts.
Sehr gut. Rantona Hill. Herbert, endlich wieder 3 Punkte. Snackmonster. Günther Bapp, ganz einfach. Wenn es keine Leistungssteigerung gegen Lazio gibt, wird Bayern ausscheiden. Sind zu viele Baustellen. Ich glaube, mit der Leistung, die wir gegen Leipzig gezeigt haben, werden wir gegen Lazio nicht ausscheiden. Weil so stark fand ich Lazio jetzt im Hinspiel nicht. From Hell, Harry Kane. Schule, also ich weiß nicht, aber Leon und Kimmich gefallen mir überhaupt nicht. Jo. Rocking, leider werdet ihr maximal Zweiter und das ist gut so. Sehr gut so. Ja, seid ihr gegönnt nach 11 Jahren. Ja, Rip Piolku. Freiburg wird 6:0 weggeputzt. Köln gewinnt das Derby und zack, 3 Punkte aufgeholt. Ja, also es freut mich, wenn hier einige so optimistisch sind. Elite-Kicker, was wären wir ohne dich nicht weniger fachmännisch? Was wären wir ohne dich? Nicht weniger fachmännisch unterwegs. Ich raff gerade nicht in mein Hirn, ob das eher positiv oder negativ gemeint ist. Ist am Ende des Tages auch Wurst. Eben seine Meinung. Tell für Sané wäre eine gute Idee, ja. Gunther, Tuchel das erste Mal gecoacht in der Rückrunde. Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Sternzeichen aus, Digga, hau einfach mal ein bisschen mehr auf die Spieler drauf. Wer der Meinung ist, seine Leistung nicht für den Erfolg des Vereins, sondern gegen den Trainer zu richten und dann damit über den Verein zu stellen, gehört sanktioniert und zwar heftig. Was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun? I don't know. Günther Meier, Sané will kein Tor machen, kein Mannschaftsspieler. Ich glaube schon, dass er ein Tor machen will. Ja, er kann es halt gerade einfach nicht. Makalevi, danke. Stuttgart hat 5:2 gegen Leipzig gewonnen. Okay. Kastale, war der Koffer schon gepackt, auf dem der Tuchel gesessen hat, aber Glückwunsch zum Sieg. Ja. Sedin Solo will Gnabry verkaufen und dann die Olmo verpflichten. Ja. Da muss ich das erste Mal hier auch ein Herzchen geben. Wer soll den Gnabry denn kaufen? Günther Pavic Stammspieler, Michael 1:1 wäre gerecht. Sané, so viele Abspielfehler, Note 5. Ja, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, gehe ich mit. Ja. Dolo, Müller, Zeit ist rum. Aber Fußball ist halt nicht gerecht. Sanji, das Ergebnis im Thumbnail uncool. Warum? Du siehst ja hier nicht das Spiel bei mir. Und wenn das Spiel rum ist, ja, dann gibt's das Ergebnis im Thumbnail. Michael, Kimi hat ein starkes Spiel über rechts gemacht, wenn man merkt, dass du ihn nicht magst und das in die Benotung mit einfließen ist. Michael, deine Meinung kannst du dir sehr gerne gönnen. Ich habe das komplett anders gesehen und deswegen so benotet. Wenn du denkst, er hat ein sehr gutes Spiel über rechts gemacht, kannst du ihn ja für dich anders benoten. Das ist für mich völlig okay. User, bin Veteraner, gönne es den Bayern und Kane und Tuchel. Vielen lieben Dank. Gut, Leute, also, es war klar, dass irgendwann mal sowas kommt, denn das, was sie heute gespielt haben, das wusste ich, dass zumindest dies in der Mannschaft steckt. In dieser Mannschaft steckte mehr, als man die letzte Zeit gesehen hat. Ja gut, aber das ist ja klar, oder nicht? Wer da anderes behauptet, hat ja null Plan von Fußball. Ken and Joker, das kannst du keinen erzählen. 27 Tore in 23 Spielen, aber keinen Titel. Jo. Ist halt immer noch ein Mannschaftssport, ne? Diana, was werden wir ohne Harry Kane? Na was wohl? Noch schlechter, noch lauen und dievenhafter, als ihr das ohnehin schon seid. Sorry, bin katholisch erzogen, muss also immer die Wahrheit sagen. Diana, jedem seine Meinung also. Typico, sorry mein Freund, hast nicht so den Plan. Schon die Frage, warum Pavlovic rausgenommen wurde, ist Blödsinn, dass dieser mindestens vorher hätte schon gelb-rot erhalten müssen. Aha. Ja, sei dir gegönnt, die Meinung. Ja, Trufa, moin, mach mal was mit Lia. Kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Star Trek, jetzt wird mal wieder von der Meisterschaft geträumt. Nee, ich glaube nicht, dass jemand von der Meisterschaft träumt. Gut. Leute, das waren eure Kommentare. Ich bedanke mich für eure Kommentare. Und ich bedanke mich natürlich wie immer an dieser Stelle für den Support. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen rein. Gehen rein, ja. Gehen raus. Haut rein. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne,
Nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.